Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Ich beantworte eure Kommentare in Videoform. Bild kompliziert abgedreht. Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wir werden heute das Format hier ein bisschen anders gestalten, weil ich ein bisschen kränkel, meine Stimme eh schon völlig im Arsch ist. Da werde ich jetzt nicht hier 350 Kommentare vorlesen. Von daher werde ich eure Kommentare lesen und wenn ich dazu was zu sagen habe, werde ich etwas dazu sagen. Einfach bedingt, meine Stimme zu schonen, Leute. Sobald das wieder in Ordnung ist, werden wir das natürlich handhaben, wie immer. Mir ist schon vorher bewusst, dass viele das nicht raffen, was ich da wieder von mir gegeben habe zu dem Spiel. Das ist aber auch nicht schlimm. Jedem seine Meinung, das sage ich schon mal vorweg. Und damit gehen wir mal rein in den Bums. Autoliebe. Der jetzt super mit Guerrero funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Guerrero da jetzt irgendeinen Einfluss drauf hatte, wie der Conny das Spiel gespielt hat. Also, ja, dass Conny das ist, was er ist, dass er für uns super wertvoll ist im Mittelfeld, im Zentralmittelfeld, habe ich schon die ganze Saison gesagt, dass er auf der Rechtsverteidigerposition die halbe Saison komplett verschwendet war. Klaus Bob. Ja, da brauchen wir ein Licht. eFootball Maestro. Ja, gehe ich 100% mit dir. Wenn er nicht fit wird, lieber Goretzka da spielen lassen. Deswegen Goretzka jetzt vielleicht gegen Stuttgart schon mal einspielen lassen in der Innenverteidigung, sehe ich genauso. Ist zwar traurig für Opa und Minjay, aber ganz ehrlich, dann ist das so. Die haben beide genug Chancen gehabt. Klassik hat sich echt wie eine Niederlage angefühlt. Ja, leider ja. Tristan. Ja. Ja, muss man leider so sagen, dass wir die 2 Tore leider hergeschenkt haben. Ja. Leider, ja. Und es natürlich auch versäumt haben, wo es 2:1 stand, aus meiner Sicht das dritte nachzulegen. Ja, natürlich ist im Rückspiel alles offen, aber ich persönlich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Was, wie bekannt ist, ja gut ist. Robo. Ja, was soll man sagen? Anscheinend sind das halt einfach Spieler, die dem Druck nicht gewachsen sind in diesen Spielen. Anders kann man das leider nicht erklären, oder? Naji. Ja, 100% stimme ich dazu. Naja, gut. Es ist ja noch alles drin. Wir fangen bei 0, wir fangen bei 0 an im Rückspiel. Alles ist gut, aber es ist schon wild, wie wir uns da wirklich selbst demontieren, ne? Durch so einzelne Aussetzer leider. Brindley.
Also, erstmal sehr schöner Text. Gehe bei vielen Sachen mit. Bei einer Sache gehe ich gar nicht mit und das ist die Sache David Alaba. Wenn du das hier schreibst, hast du dich null mit dieser Sache auseinandergesetzt. Weiter gehe ich da nicht drauf ein. Habe ich heute nicht die Stimme für. Goretzka stimme ich dir zu, dass wir wo hast du das geschrieben? Mit dem kein zentrales Mittelfeld, das sehe ich halt nicht, wenn du Conny mal gesehen hast. Mit den 2 von 4 Innenverteidigern, ja, 100% true. Müller und Neuer stimme ich da 100% zu. Ich denke auch, dass Neuer durchgehend mit Schmerzen spielt. Gehe ich auch mit. Und zu Müller, ja, habe ich die Saison schon oft genug kritisiert. Also da stimme ich dir auch voll zu. Und eigentlich hätten beide ihre Karriere schon nach dieser Saison beenden können. Ja, also Müller erst recht, meiner Meinung nach. Also. Aber gut. Werden wir sehen, ob sie es nächstes Jahr tun werden. Ja, ist mir im Nachhinein auch eingefallen, GB. Von daher Harry Kane 3. Ja, habe ich gar nicht so wahrgenommen mit dieser neuer Thematik, Sebetti. Ja, wenn das so war, dann ja. Also Manu wird nicht, bitte auch nicht jünger. Ne? Und das dann aufgrund auch mit dieser Verletzung natürlich nicht mehr so der Speed da ist wie früher, sollte auch klar sein. Und dann hat er sich anscheinend einfach umentschieden. Hat sich gedacht, ich komme nicht mehr ran, ich versuche es lieber so. Das ist mir relativ egal, ob Real Madrid das eher Spiel ist und ob die denken, dass man denkt, dass mehr drin ist. Es war mehr drin, Punkt. Ganz einfache Kiste. Das hat das Spiel ganz klar gezeigt, indem wir 20, 25 Minuten den Ball nur in der eigenen Reihe gehalten haben und noch rumgepimmelt haben. So wäre das Problem gewesen, da weiter nicht wie blind oder wie dumm, sondern so wie wir es vorher auch gespielt haben, nach vorne zu spielen. Haben wir nicht getan. Ja. Aber auch nur meine Meinung. The only one. Ja, selbst für die Liga reicht es ja nicht, wenn wir Opa die letzten Spiele gesehen haben. Und auch Minjay hat katastrophal in der Hinrunde gespielt. Also. Minjay könnte man da sogar noch einen Tacken rausnehmen. Wie gesagt, super viel überspielt. Ist noch nicht lange bei uns. Vielleicht mal ein Jahr Eingewöhnung geben. Aber Opa ist jetzt lang genug da. Ja, aber das Thema haben wir auch oft genug durchgekaut. Hashimi. Naja, Conny ist nicht nur in diesen Spielen Gold wert. Conny ist immer Gold wert, weil wir diese Art Spieler halt auch nicht haben. Ja. Oder sagen wir es anders, der ein oder andere Spieler könnte auch diese Art Spieler sein, wenn er dieselbe Einstellung hätte. Tommy. Ja, Tommy, auch da kann ich dir 100% zustimmen. Das steht außer Frage. Ja, aber die Thematik habe ich ja auch schon mal aufgegriffen in einem der Streams. Das ist einfach auch der Sache geschuldet, wie das Stadion aufgebaut ist und natürlich auch der Sache geschuldet, ja, dass viele Fans halt wirklich nur da sind, weil der Verein die letzten Jahre so viel Erfolg hatte und viele Fans oder die falschen Fans auf den falschen Plätzen sind. Ja.
Du bekommst halt keine Tickets für die Südkurve. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe diese Saison komplett durchbestellt, jedes Spiel. Habe nicht einmal Tickets gekriegt. Nicht ein einziges Mal. Und da stehen, nimm von den Ultras, die da stehen, von den die restlichen Zuschauer, wenn du die Ultras abziehst, sind vielleicht 10%, die Bock haben, Stimmung zu machen. Alles andere steht da nur dumm rum, säuft sich die Birne zu und ist in irgendwelchen 20.000 Fanclubs, die da dumm rumstehen und ihre Fresse halten. Das ist das Publikum in München. Und dass auf den Tribünen da keiner den Arsch hochkriegt, ja, das muss halt aus der Kurve kommen, dann geht das Stadion irgendwann mit. Und ja, das kannst du absolut null mit, was weiß ich, nehmen Union als Beispiel, wo das ganze Stadion abgeht. Das war in München aber auch noch nie so. Das muss man auch ganz klar sagen. Du hast immer schon so ein bisschen komischere Fans gehabt, schon damals im Olympiastadion. Ja, dass es in dem Spiel dann teilweise auch so war, gebe ich dir 100% recht. Ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Legion. Ja, wir müssen auch nicht drauf rumhacken auf dem Minjay. Ja, aber es ist nun mal so. Das ist ja ein Fakt. So. Ihm hat einfach die Klasse gefehlt gegen Vinicius Junior. Konnte er einfach nicht mithalten. Feierabend. Eulmann. Ja, Eulmann, auch da stimme ich dir 100% zu. Ja, WhatsApp, das stimmt. Da war eine Menge mehr drin, ja. Lorenz. Ja, das ist halt traurig, dass so ein Kimmich nicht auch mitmarschiert ist. Mit dem Conny Leimer. Geht jetzt gar nicht darum, dass er nach vorne marschieren soll, aber diese Einstellung, dieses Anfeuern, dieses Dasein, das hat mir extrem gefehlt beim Kimmich in dem Spiel. Also keine Ahnung, warum er so gehemmt war. Ganz wild. Ich hoffe, das wird im Rückspiel besser. Dasselbe gilt für Leon. Ja, schauen wir mal. GB. Ja, gewonnen haben sie ja nicht, wa? Tommy. Ja. Tja, kann ich nur zustimmen. Ist auch meine Meinung. Ja. Aber ich glaube, da war dann zu viel Angst, zu viel Respekt bei der Mannschaft vielleicht da. Dass man jetzt nicht irgendwie sich einen Konter fangen wollte. Was war. Sorry. Meine Güte, was verständlich ist. Aber nochmal, dann hätte Tuchel von außen ein Zeichen setzen müssen, meiner Meinung nach. Ist jetzt nicht so, dass Müller und Sané überragend waren danach. Die waren halt beide stehen K.O. Velasquez. Jo. Trifft's auf den Punkt, war. Optimus Prime. Ja, natürlich haben wir. Ist das nicht aussichtslos? Wir fangen bei Null an. Ja, Tagesform, Glück, alles ist drinne. Ja, keine Frage. Aber mein Gefühl ist schlecht, aber das ist ja immer ganz gut dann. Empyrean. Ja. Das gilt übrigens im gleichen Atemzug auch für Müller, ne? Wo halt auch nichts mehr ging. Ja. Was soll man dazu sagen? Sogi Sigi. Mhm.
Ja, für mich würde ich fallen, wenn du das mit Neuer so siehst. Vanessa, das kann ich dir nicht sagen, warum wir ihn geholt haben, weil er der beste Innenverteidiger der Serie A war wahrscheinlich. Und Tuchel halt ihn unbedingt haben wollte. Jo. Sascha. Wild. Weiß ich nicht. Toni Kroos war schon sehr tief, ja, in seiner Mannschaft. Klar könntest du sagen, ich laufe jetzt den Toni Kroos an. Das hätte dann Müller übernehmen müssen oder ein Harry Kane. Ähm, aber ja, den entscheidenden Fehler macht der Innenverteidiger und nicht der Spieler, der nicht den Toni Kroos anläuft. Also, sorry. Ja, es war jetzt nicht so, dass ein Toni Kroos 30 Meter in unserer Hälfte war. Also, das war halt auch nicht unsere Spielweise, die Leute da hoch anzulaufen und uns da zu entblößen. Ja. Dass man das eventuell besser verteidigen kann im Raum, dass der Pass erst gar nicht diesen Weg findet. Ja, da gehe ich sogar mit. Ja. Aber das entschuldigt ja nicht, dass Kim da einen katastrophalen Fehler macht. Ja. So, entweder muss ich an den Ball kommen, wenn ich das nach vorne verteidigen möchte. Und ansonsten darf ich mich nicht so E-Jugendmäßig da verarschen lassen. Ja. Ist aber nur meine Meinung. Und dann kriegst du den Daumen nach unten auch, wenn du mir den Daumen nach unten gibst. Ja, hätte Fahrradkette, ja. Anita. Aha. Wieso soll man denn keine Kritik an Müller üben? Wer sagt das? Uli, oder was? Nee, Müller ist durch. Sorry, Leute. Ich meine, gegen Real waren es nur 3 oder 4 Ballverluste, wo nur einer gefährlich wurde. Halleluja. Ja, ansonsten in den letzten Spielen waren es viel, viel mehr. Also da wiegelt es auch nicht auf, wenn er dann mal in ein Spiel, wo wir 5 Tore machen, 2 Tore macht. Sorry. Der Zug ist einfach abgefahren für Thomas Müller bei uns. Es ist einfach so weit. Das ist ja auch nicht schlimm, alles gut, kann ja so einen Teilzeitfußballer machen. Ich bin sehr gespannt, ob er im Rückspiel spielt. Bin sehr gespannt. Buchs. Ja, ich denke, den Davis-Wechsel hat er gemacht wegen der Geschwindigkeit und keine Ahnung, dass Fonsi sich nochmal zeigen darf für seinen neuen Arbeitgeber. Ich habe keine Ahnung, ich fand ihn auch komplett sinnfrei. La. Ja, gehe ich 100% mit deinem Post, sehe ich genauso. Cypher. Ja, gut, ein Kimmich wurde jetzt nicht eingewechselt, war? Achso, du meinst das nur auf den Guerrero bezogen, okay. Aber ja, gehe ich auch mit. Ne? Das war aus meiner Sicht für einen Kimmich und für Goretzka auch zu wenig und auch ein Guerrero war zu wenig. Ja, leider, ne? Rubiki. Leider hätte man den einen oder anderen Spieler schon zur 60. auswechseln müssen. Ich um mein Holz. Ja, wir haben auch kein schlechtes Spiel gemacht. Also ganz im Gegenteil, ja. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Nur nochmal, wir haben halt dann das getan, was wir eigentlich auch gut gemacht haben. Ja.
Wenn Minjay nicht diesen Aussetzer gehabt hätte, hätte es ja sehr wahrscheinlich sogar geklappt. Wissen wir natürlich nicht 100%. Aber ich denke, wir haben auch die Qualität, weiterhin nach vorne zu spielen und das dritte Tor zu machen. Wir haben genug Spieler auf dem Feld, die die Qualität haben, jederzeit ein Tor zu machen. Und das fand ich ein bisschen schade. Für Kevin. Nee, Leimer war nicht einer der Besten, er war der Beste auf dem Platz. Aber auch nur meine Meinung. Kannst natürlich auch Vinicius Junior als besten Spieler sehen auf dem Platz, wenn du Real mit einbeziehst. Uwe. La Liga, Serie A, Premier League und natürlich in der Bundesliga. Felix. Ja, kann ich dir nur 100% zustimmen zu deinem Post. Leider. Leisito. Ja, sehe ich nicht so. Aber ist auch völlig okay, dass wir das anders sehen. Weißt du doch nicht. Ja, möglich ist alles. Realistisch ist es aus meiner Sicht leider nicht. Aber möglich ist immer alles. Wir reden über Fußball, ne? Mhm. Ja, aber danke. Ja, DK, nächste Saison muss was getan werden am Kader. Muss auch erstmal ein Trainer stehen, ne? Alter. Christian, ja, und jetzt? Soll das jetzt ändern an der Sache, dass das passiert ist? Wer den Transfer wollte, wer ihn abgesegnet hat und was ist jetzt die Aussage hier? Sehe ich nicht. Dirk. Ja, leider ja. Ich denke auch, sie sind beide leider dem Druck nicht wirklich gewachsen. Ne? Miko, ja, Glückwunsch. Freut mich, dass du einen schönen Tag hattest. Ratona, ja. Wie gesagt, klugscheißen können wir ja immer, ne? War ja auch mein Tag im Video. Wäre wahrscheinlich im Nachgang die bessere Lösung gewesen, ja. Gehe ich persönlich natürlich 100% mit. Lastron, ja. So ist es jetzt, wie es ist, ne? Adam, 100%. Ja gut, ins Hospital sollen sie wohl nicht kommen, wenn sie den Pokal nicht holen mag. Aber kannst auch Tod oder Gladiolen von Louis nehmen. Ja. Es ist ein Finale. Punkt. Ne? Spiel um alles.
alles oder nichts. Oldschool, ja. Zweiten Teil stimme ich dir zu, ersten Teil stimme ich dir nicht zu. Ich finde das Ergebnis als nicht leistungsgerecht. Auch wenn die Statistiken ziemlich ausgeglichen waren am Ende. Wenn man die beiden Gegentore durch 2 individuelle Fehler kriegt, und sonst bis auf einen Schuss, den Neuer gehalten hat, keinerlei Chancen für Real Madrid da waren. Nee, finde ich das nicht als leistungsgerecht. Aber gut, das ist wie immer, ne? Jedem seine Meinung. Ja, so ist das, Gerrard. Starwatcher, ja. Wie gesagt, ich habe es gar nicht so wahrgenommen, aber er wird halt nicht jünger, ne? Big End, ey. Ich kann es nachfühlen, dein Satz. Ich kann es nachfühlen. Ja, Christoph, kann man nicht viel hinzufügen? Ja, das ist völlig fein, dass du das anders siehst, Simon. Mit Müller sehe ich komplett anders. Ich finde, Müller sein Rumgezeige und Rumgemecker und versuchen, die Spieler irgendwo hinzuschieben, hat mehr Unruhe reingebracht, als irgendwie motiviert. Sorry. Geh ich gar nicht mit. Habe ich komplett anders wahrgenommen. Aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? NBA ist ja immer, ne? Oleg, Glück auf, ne? Und ich hoffe, die Schalker sehen wir irgendwann mal wieder in der ersten Liga, wa? Ja, Samandu, werden wir mal sehen, ob dem so ist, ne? Bin gespannt. Ja, David Moon, auch da stimme ich dir natürlich zu. Nichts ist unmöglich. Und schwer wird's auf jeden Fall, ja. Ja, zu denn, das ist auch schon wild, ne? Dieser Gnabry-Move, ich weiß nicht, warum man sich damit. Aber komm, drauf geschissen. Maximal 5 Spiele und der Wahrsager-Coach ist weg.
Ja, da Ralf Rangnick ja abgesagt hat, was man so liest, ja, mal abwarten, ne? Ja, so wie bei Variant stimme ich dir natürlich auch da 100% zu. Ja, Gerrard, ich weiß auch nicht. Angeblich hatte Tuchel ja den Willen, aber dann muss er das besser kommunizieren und wenn die Spieler nicht auf ihn hören, dann muss er halt einfach auch mal wechseln. Und das nicht einfach hinnehmen. Chris? Jo. Ja, die sollte hochgeladen sein eigentlich. Richard. Das dauert immer ein bisschen länger wie hier, weil das über einen Drittanbieter geht. Aber in der Regel kommt das auch relativ zeitnah immer. Naja, wenn man ehrlich ist, hat Harry Kane ja auch nichts gemacht, außer den Elber verwandelt in dem Spiel. Also hätte man in so einem Spiel dann vielleicht auch ein bisschen mehr noch erwarten können. Aber kann er dann im Rückspiel alles zeigen. Ja. Mina, sehr schön zusammengefasst mit dem Pavlovic. Sehe ich 100% genauso. Es war keine schöne Vorstellung, aber gut, die hat sich ja jetzt erledigt, die Vorstellung. Kannst du dir wieder nicht mehr vorstellen. Ja, Thema Müller, alles gut. Das kannst du gerne so sehen. Das kann ganz, ganz viele andere so sehen. Ich sehe es halt komplett anders. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja völlig legitim. Dass Müller will, spreche ich ihm auch nicht ab. Gar keine Frage. Dass es Müller noch kann, ja, eine halbe Stunde lang stimme ich vielleicht zu. Das waren gestern, das waren, was gestern, vorgestern, 3 Ballverluste, wovon einer wirklich fast komplett in die Hose gegangen wäre. Und das ist nicht das erste Mal die Saison. Das geht nicht. Sorry. Das geht nicht in so einem Spiel. Wir regen uns über Min Jae Kim auf, weil dass er 2 individuelle Fehler macht und Müller hat da 3 Ballverluste, die kläglich waren. Das geht halt einfach auch nicht, wenn man diese Position spielt. Feierabend. Ja. Und wenn er dann mal einen gefährlichen Pass irgendwo reinspielt, wow. Kannst auch einen Pavlovic auf die Position stellen, er wird auch einen Pass da in die Räume spielen können. Und hat mit Sicherheit nicht diese Ballverluste, die Müller hat. Also. Nee. Gehe ich persönlich nicht mit, aber das ist auch völlig fein, ne? Wenn man das anders sieht. Ich verstehe das auch. Ich bin auch Müller-Fan, aber ich bin lange über den Punkt hinweg, immer diese Brille aufzuhaben, was die Spieler für den Verein geleistet haben. Wir müssen mal einen Realitätscheck machen und wir müssen mal in die Realität ankommen und dass dieser Mann 20 Millionen verdient, ist leider eine absolute Frechheit. Aber man sieht ja auch hier,
wie die Meinungen auch unter euch auseinandergehen. Du schreibst mir, der Müller viel zu schlecht bewertet und er schreibt mir, ich habe den Müller noch zu gut bewertet. Da sieht man, Fußball ist halt so, ne? Und das ist auch völlig gut so. Ihr sollt ja auch alle unterschiedliche Meinungen haben. Solange man nicht dem anderen die Meinung aufzwingt, fühle ich das immer. Ich finde es immer sehr interessant, wie ihr das halt auch seht. Und ich mag das auch, wenn man das so ausführlich schreibt und darlegt. Ja, mag ich. Vielen lieben Dank dafür. Rückspiel wird verdammt hart, ja. Schauen wir mal. Alles ist drin und ja. Min-Jae hätte in dem Spiel beweisen können, dass er das Niveau hat, sich bei Bayern zu etablieren. Ich denke, damit ist der Zug abgefahren. Auch wenn er erst das erste Jahr da ist. Aber das wird schwer, das nochmal irgendwie umzubiegen. Haben wir ja beim Opa gesehen. Ohne Heavy, ja, ich habe ein Heavy vergessen. Asche auf mein Haupt. Ja, Snack Monster, so ist es leider. Mhm. Okay. Ja, wir werden sehen, Thomas, ne? Wir werden sehen. Ja, auch das werden wir sehen, Gerard. CB, ja. Wenn man wirklich an Tar dran ist, ja, ist das mit Sicherheit eine Option, ne? Ja, auch da kann ich zustimmen. Ja, mit der Schwalbe, da kann ich schon mal reingehen. Dies, ja, habe ich ja auch schon was in letzten Stream gesagt. Also man hätte ihn beim ersten Mal, ja, entweder gibst du ihm direkt gelb oder du sagst, der Junge, noch eine so eine Aktion, dann kriegst du gelb. Wenn du es dann nochmal machst, gibst du ihm die gelbe und beim nächsten Mal gibst du ihm die gelbe rote und dann ist gut. Also, so stark der ist, ja, was er ja gezeigt hat in seinen Einzelaktionen. Aber dieses Neymar-Verhalten, Katastrophe, Alter. Und vor allen Dingen so offensichtlich auch noch, ne? Nein, also man kann ja über Spielzeit diskutieren, aber diese Fehler, die Kim gemacht hat oder Min-Jae, haben nichts mit Spielzeit zu tun, aber gar nichts. Ja, hoffen wir mal, dass ein De Ligt fit wird, ne? Boah, ein Elfer schießen, weiß ich nicht, ob ich das verkraften würde, ey. Ja, drin ist auf jeden Fall was. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Wir haben ja die Qualität dafür. Haben wir ja in dem Spiel auch gezeigt. Aber in Bernabeu ist halt nochmal ein bisschen was anderes, ne? Und wenn wir gesehen haben, wie schlecht wir aus der Pause kamen, das ist so, was mir so ein schlechtes Gefühl gibt. Wir waren halt nicht da. Wir waren nicht gegenwärtig auf dem Feld. Ja? Und Leroy hat uns erst ein Spiel zurückgeholt. Dann natürlich auch das Stadion. Auch das Stadion war nicht da.
Ja. Ähm, und wir haben das Stadion nicht. Was wir in diesem Spiel gebraucht haben, das haben wir im Rückspiel halt einfach nicht. Deswegen, es ist nicht unmöglich, gar keine Frage, aber es wird eine harte Nuss. Ja, genau das Gefühl hatte ich halt auch, Tops. Das Real nach dem 2:1 wie ein angeschossenes Reh war. Wir hätten das dritte nachlegen müssen. Hätte eine Traumaufstellung, hättest du doch mal rausgehauen. Ansonsten stimme ich dir zu, ne? Wenn wir ein frühes Tor machen sollten, dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen. Weil dann müsste Real ja auch kommen und dann können wir schnell umschalten. Das können wir ja die Saison auf jeden Fall auch. Ja, Inkarnator, das werden wir sehen. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht werden, weil es dann irgendwann Elfmeterschießen gibt. Dann sollte die Langeweile weg sein, wa? Ja, kann man so sehen, ne? Ja, sorry, Fujisaki, das ist für mich kein Argument. Sorry. Das ist für mich einfach kein Argument. Man hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, so Tuchel hat gesagt, jo, ja, gegen Arsenal hast du nicht gespielt. Ich sag mal, du spielst gegen Real, man gibt ihnen sein 150. Champions League Spiel. Sorry, ist auch gut, wenn du was machen willst, okay, mach es, ja. Aber dann wechsel ihn spätestens zur 60. Minute aus, Alter. Ja, spätestens. Fertig. Und wegen den Medien, sorry, da ist man halt einfach auch selber schuld. Ja. Also man setzt sich da hin und sagt, das sind sportliche Gründe und Feierabend. Über was wollen wir diskutieren? Was wollen wir da? Was hat Tuchel gemacht die Saison? Er hat die Monologe gehalten, wie stark Müller ist, was für eine Persönlichkeit er ist, was er für ein Fußballer ist und noch nicht spielt. Sag doch einfach, es hat sportliche Gründe, Feierabend. Und dann ist doch gut. Dann kommt doch auch gar nicht diese Diskussion auf. Aber wenn man auf die Fragen sagt, jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel und man lobt ihn dann bis über den Klee hinauf, ja, da muss man sich halt auch nicht wundern, dass jedes Spiel, wenn Müller nicht spielt, die Fragen kommen. Also das ist alles eingebrockte selber Mist, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob der Tuchel da jetzt der große Taktiker ist. Ich habe jetzt auch nicht die große überraschende Taktik gesehen gegen Real Madrid. Also, weiß ich nicht. Ja, völlig fein für mich, dass du das so siehst. Ähm, Lunenau. Ja, völlig okay, ne? Wie gesagt, jedem seine Meinung, Leute. Ja, Niklas, das ist doch supi. Ah, jo. Wie ein Holzpferd.
Ja, ja, ja. Gehe ich auch mit deinen letzten beiden Sätzen. Auch das ist richtig, Gerard. Ja, dann ist das so, Casa. Völlig verdient. Also der BVB hat gestern sehr stark gespielt gegen PSG. Also PSG hat so die letzten 10 Minuten mal ein bisschen was versucht, ansonsten hat nur Dortmund gespielt, was ich so nebenbei gesehen habe. Also von daher, ja, leider, leider war. Ja, Casa, aber das ist ja wie immer. Ne? Nochmal, es gibt Menschen, die beschäftigen sich mehr mit dem Fußball, wie du und ich vielleicht und einige andere hier. Und du hast ganz, ganz viele Menschen, die ja auf die Ergebnisse schauen und sagen, ist doch alles gut, war doch eine gute Saison, punktetechnisch und Leverkusen hat eine Ausnahmesaison gespielt und nur deswegen ist das so. Das wirst du immer haben. Das ist auch völlig fein. Ja, Martin, da gehe ich mit. Wenn wir was verkacken, haben wir es im Hinspiel verkackt. Ja, Gerard, aber wie du merkst, du stellst dir gerade selber genau die richtige Frage. Hat ein Tuchel das jetzt einfach aus Trotz gemacht? Und sind wir ehrlich, zuzutrauen ist dem Tuchel das, oder? Sehr geil, Marco. Sehr geil, dass sie keinen Bock haben zu flanken, ja. Stimme ich dir zu. Sind beides eher Spieler, die in die Mitte ziehen, ne? Ja, was soll man dazu sagen, Manfredo? War jetzt nicht schwer vorherzusagen, wa? Nee, haben sie auch nicht, Alex. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ne, Chris? Warum er nicht Guerrero und Mazraoui auf der linken Seite gelassen hat. Hat doch super funktioniert, die haben sich gefunden. Frag mich nicht. Ist wieder so ein Ding, man musste unbedingt dem Müller das 150. Spiel geben. Man wollte auf den Leroy nicht verzichten. So, du hättest einfach Müller draußen lassen können, hättest einen Musiala in die Mitte gestellt und hättest einen Guerrero auf die linke Seite gebracht. Dann wäre doch alles gut gewesen. Hm, keine Ahnung. Naja. Bin gespannt, wie es im Rückspiel sein wird. Ja, ja. Stimme ich dir zu. Hinspiel, ja, es kann gut sein. Ne? Vielleicht täuscht mich mein Gefühl, womit ich. Leute, lasst mir einfach mein schlechtes Gefühl. Ne?
Es ist besser, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, wie umgekehrt. So funktioniert mein Karma, Leute. Also, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, heißt das eher positiv für euch. Von daher seid ihr alle positiv gestimmt, dann passt das schon. Na ja, warum war's denn glücklich, dass sie nicht noch verloren haben? Als wenn Real noch Chancen gehabt hätte. Was ist denn los? King Heavy vergessen, ja. Ja, hoffen wir's, Markus. Hoffen wir's, ne? Ja, und jetzt? Der will uns alleine zerstören, aber na ja, da gehe ich nicht mit Boe und Saragossa. Was hast du denn von den Spielern bisher gesehen, Rotti? Würde mich mal interessieren, woran du das gerne festmachst. Bei Kim, ja, kannst du natürlich so reden, da haben wir genug gesehen diese Saison. Aber die anderen beiden Spiele, sorry, völliger Dünnpfiff von dir. Naja, wenn Sané aber zu der Zeit nicht mehr auf dem Platz gestanden hätte, hätte er das Tor nicht gemacht. Von daher. Nee, Harry Kane hat bei mir nicht mitgespielt, der war nicht zu sehen. Ja, ist true mit den 2 Toren geschenkt, ja. Ja, auch das sehe ich leider Gottes genauso, auch wenn es ein Armutszeugnis für Opa Minja ist. Aber das wird Tuchel nicht machen. Mir nicht vorstellen. Dass er den Opa und den Minja so in die Fresse schlagen würde, indem er den Goretzka in die Innenverteidigung stellt. Noch ist nichts verloren, das ist vollkommen richtig, ja. Elias. Ja, ich stehe mit anderthalb Beinen im Finale. Mindestens einer hat's verstanden. Mr. TV loaded. Ja, ich gehe da leider mit dem Sané, dass er keinen neuen Vertrag bekommen soll. Aber anscheinend sehen das hier unsere Oligarchen bei uns im Verein anders. Ja, mit Rangnick hast du dich ja dann leider getäuscht, wa? Triple. Ansonsten stimme ich dir zu, ja. Tim, danke. Ja, ja, kommt mir nicht wieder mit dieser Scheiße, Leute. Ja, das ist genau, was Real möchte. Dass man denkt, dass wir niedergeschlagen sind. Junge, die waren nach einem 2-1 wie ein angeschossenes Reh, Punkt. So, und was hätte das jetzt im Nachhinein geändert, wenn du weitergespielt hättest? Ja, dann hättest du vielleicht auch das 2:2 bekommen. Und dann? Was ist das für ein Argument? You know what I mean? Fühl ich nicht, Leute. Fühl ich nicht, sorry. Aber okay, wenn ihr das alles so seht und ihr denkt, Real macht das alles extra und Real hat so getan, als ob, ja, dann gut. Alles klar, dann ist das so. Ich sehe das halt komplett anders, aber jeden seine Meinung und gut.
Aha. Was ist das denn auch für ein dummer Satz? Ich glaube, auf diesem Niveau ist es denen wurscht, ob die zu Hause oder auswärts spielen. Alto Belly, das ist aber ein ganz wilder Take von dir. Aber auch da, jedem seine Meinung. Für mich ist das ein super dummer Satz. Weil wenn du mal gesehen hast, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind und dass wir erst wieder performt haben, nachdem das Stadion aufgeweckt wurde. Beweisführung abgeschlossen, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Es ist völlig egal, ob wir gegen ein ganzes Stadion spielen oder ob wir zu Hause spielen, oder was? Nein, das ist schon ein wilder Take. Aber gut, vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht und wir marschieren durch in Madrid. Und es hat keinerlei Einfluss auf uns. Wir werden es ja sehen. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Da haben wir den krassen Gegenpart zu den Meinungen hier. Ja, auch da, wir werden sehen, wie das Rückspiel läuft, wa? Wild, Leute, ja. Ja gut, die Saison ist halt auch wild. Ob sie schon am 8. Mai beendet ist, werden wir sehen, ne? Ja, gute Frage, Emma Karl. Genau, keine Paarding-Rückspiele, Opa-Kinder sitzen. Ja, man muss das auch mit der gewissen Portion Sarkasmus nehmen, Leute. Anders geht's halt auch nicht, ey. Ich fühle das. Mir geht's da oft genauso. Ja, ja. Ja, das haben wir ja auch schon gesagt. Also ich gehe mit deinem Post, ne? Natürlich, ja, sind da alles Themen, die wir schon nochmal besprochen haben. Und wie gesagt, ich gehe da 100% mit. Mit Neuer haben wir ja auch schon gesagt, hier in den Kommentaren auch. Und natürlich hinterlässt das Spuren. Der Mann ist 37, der hat die schwere Verletzung gehabt. Steckst du halt auch nicht einfach so weg. Ja, das ist ja auch ganz normal. Okay. Danke, Knabri, für das Tor. Ja, ich habe Heavy vergessen. Ja, Gruß nach Dortmund. Dortmund hat ein starkes Spiel gemacht gegen Paris.
Mm, 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 mm. Okay. Doch, man wäre mit einem 3:1 aber locker mit einem Bein im Finale gewesen. Ja, wenn Real unter dem Zugzwang ist oder gewesen wäre, dass sie 2 Tore zu Hause machen müssen, hätten wir halt unsere Stärken ausspielen können. Deswegen der Take von mir, dass man mit einem Bein im Finale gewesen wäre. Aber das werden wir ja auch nicht herausfinden, weil es nun mal nicht 3:1 ausgegangen ist, sondern 2:2. Okay, ja, schauen wir mal, ne? Hoffnung steht immer zum Schluss, das ist vollkommen richtig, ja. Ja, dann wird's auch wieder Zeit. Jo. Mhm. Hast du die Saison oft genug gesehen, denke ich. Jo, we will see, ne? Ist mir durchaus bewusst, dass es keine Auswärtstore gibt, aber danke für den netten Hinweis. Ja, natürlich ist das keine Überraschung, Golling. 'Ne Überraschung war das für mich auch nicht, aber man kann's ja kritisieren, wa? Ja, Fireball, leider ist das so. Ja, Heavy Metal Pipe, so sieht's aus. Ja, knappes Tor haben wir noch im Hinterkopf. Das aber das hat Tuchel gehört, das macht er dann jetzt im Rückspiel. Sicher, safe, gar kein Problem. 2 macht er dafür, weil er's im Hinspiel nicht gemacht hat. Ja, kann man so benoten, wa? Obwohl 'n Kim mit 'ner 4 gut bedient ist, würde ich sagen. Ja, gehe ich mit. Ja, das kann man sehen, wenn man das so möchte, ne? Ja, wie Simara schon schreibt, ich denke, Harry Kane war zu der Zeit zu Hause, ja. Na ja, wir müssen jetzt nicht alles auf 'n Kim abwälzen, aber in dem Spiel müssen wir's natürlich auf ihn abwälzen, aber ich meine, er wurde ja auch nicht umsonst zum Innenverteidiger des Jahres in der Serie A gewählt. Also, er wird da ja schon 'ne gute Saison gespielt haben, also kriegt's bei uns halt nicht hin, aber wie auch. Er hat nie richtige Vorbereitung gehabt, war immer unterwegs und ist halt dann auch schwierig, ne? Das ist richtig, Andreas.
Ja, kann man so sehen. Ja, ich sehe auf jeden Fall eher die Chance, dass Real weiterkommt wie wir. Ja, ja, die Diskussion lasse ich mir nie ein. Vielen lieben Dank dafür. Naja, wir haben es gegen Stuttgart gezeigt, dass wir es auf jeden Fall können, oder? Wir werden sehen. Hm. Ja, kann man so sehen. Komm, damit du weißt, dass ich ihn gelesen habe, Alter. Ja, GB, was soll man dazu noch sagen? Ja, da kommst du mit den Medien und mit ganz, ganz vielen Fans halt einfach nicht auf den gleichen Nenner. Du siehst das so, ich sehe das ähnlich, was ein Sané betrifft. Viele andere sehen das hier auch so, aber die große Masse, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Äh, ja, Kreirox. Hätte Fahrradkette, wa? Komm. Ja, hätte. Mhm. Ob man 3 oder 14 Uhr führen muss, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall mehr drin, ja. Weiß nicht, was der Uli jetzt damit zu tun hat hier gerade, aber gut. Ja, irgendwo dazwischen hat er gekostet, ne? 45 und 50. Ja. Der Liro-Geschichte brauchen wir nichts sagen, oder? Und ja, es ist eine Farce. Jo, Automotiv. Denken wir uns so. Katastrophe, genau. Brüder im Geiste. Ich weiß, ich habe die Kälte vergessen. Aber ja, gehen wir auch mit. Ich habe auch eine 3 gesagt. Ja, wir werden sehen, wa? Ja. GB, was soll wir dazu noch sagen? Vor allem das Krasse kommt ja dann noch bei der PK, wo er sagt, ja, er hat das genauso gesehen, wir hätten auf das 3:1 gehen müssen. Ja, warum wechsel ich da nicht Müller und Sané aus? Und bringen die beiden angesprochenen. Ja. Ja, Basti, schauen wir mal, ne? Ja, wer weiß. Ja, tausende Mannschaften. Tausende Mannschaften haben sich das gefragt, Spiel für Spiel.
Alter. Ihr habt doch alle Real Madrid-Spiele gesehen, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich habe da heute nicht die Stimme für, nicht die Kraft für, auf diese Diskussion einzugehen. Können wir gerne nochmal am Montag im Stream machen, aber das ist ja eine Farce, Alter. Nee, ich brauche meinen Oberchef nicht fragen. Was soll ich denn fragen? Das war eine rhetorische Frage. Ja, ein guter Kerl, das ist das Wichtigste. Ja. Naja, wenn der Spieler spielt, dann muss ich ihn auch bewerten. Ist mir scheißegal, ob er unter Schmerzen spielt. Dann hat er halt einfach nicht zu spielen. Kann man so sehen. Aber den entscheidenden Fehler macht halt Minjay. Aha. Alter Paddy. Ich gebe dir ein Herz, damit du weißt, dass ich da einen sehr dummen Kommentar gelesen habe. Mehr aber auch nicht. Ich gehe auch gar nicht darauf ein. Solltest vielleicht mal googeln, wann Eberl verpflichtet wurde. Nur so als kleiner Tipp meinerseits. Wild. Aber das hat sich in Grenzen gehalten. Ich denke, hier ist die Bewertung um einiges schlechter. Von daher denke ich mal, hier sind ein paar hohlere Kommentare bei. Von daher freuen wir uns drauf. Ich nehme mal noch einen Schluck für die Stimme. Adrian, ja, so ist es leider. Chefkoch. Was erlaubt Strunz? Guck doch einfach nicht. Verpiss dich doch einfach von diesem Kanal. Geh zum Olli rüber, geh zu, was weiß ich kenne keine anderen Bayern-YouTuber. Geh zu irgendeinem Schönredner hin, dann kannst du dich doch daran hochgeilen, Alter. Ist doch alles gut. Aber pass auf, wir machen das einfach so. Da dich ja meine Negativität merkt, brauchst du hier auf dem Kanal auch nichts mehr schreiben. Ist doch Win-Win, oder? Du brauchst hier nicht mehr gucken, weil du nicht mehr schreiben kannst und gehst mir damit nicht auf die Eier. Also Win-Win-Situation für uns alle. Wenn du nicht in der Lage bist, das hier nicht zu gucken, wenn ich dich nerve, dann erlöse ich dich. Tschö. Ja, Sam, das fasst das perfekt zusammen, ja. Nee, das sehe ich leider komplett anders. Ich finde das eine Farce, dass ein Spieler so ein Alleinstellungsmerkmal genießt. Er kann sich auch unten in den Katakomben oder bei der Mannschaft kann er sich ja gerne in eine Ecke stellen und da irgendwelche Übungen machen, um sich warm zu halten. Nee, sorry, gehe ich nicht mit. Das hat nichts mit Mannschaftsgeist zu tun, das hat nichts mit Mannschaftssport, mit Teamgeist zu tun. Nein. Einfach nein aus meiner Sicht. Aber wie immer, jedem seine Meinung. Wenn das für dich so fein ist, ist das ja fein. Ja, ist sehr schade, dass Tim was darüber geht. Mir kommen auch die Tränen jede Nacht schon. Ich habe schon Albträume davon, was bei uns los sein wird ohne Tuchel. Eine Katastrophe, wenn auf einmal ein Tell und ein Pavlovic in der Startelf stehen, Alter. Also, da kriege ich ja das Wein. Und stellt euch mal vor, ein Kretzig kommt noch zurück und darf auch spielen, oder ein Stanisic. Scheiße. Geht doch nicht. Ja, schauen wir mal, ne, Friederike. Ja, so ist das.
Das wäre schön, ja, Phineas. Jo. Ja, musst du nicht verstehen, David. Alles gut? Man muss nicht verstehen, worüber ich mich echauffiere. Optimus, weiß ich auch nicht, was das mit dieser Knabe-Geschichte soll. Naja, was erwartet ihr von Davis? Er will nächstes Jahr nach Real Madrid. Meint ihr, der schießt dann Real Madrid in den Champions League raus, oder was? Mm, 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 mm. Alter. Also erstmal ist es ja völlig fein, dass du das siehst, dass die nicht platt waren. Ist ja okay, haben wir unterschiedliche Meinungen. Aber nicht in ein einzigen Wort gesagt. Ich hätte auch keinesfalls alles nach vorne geworfen. Wo habe ich denn gesagt, man soll alles nach vorne werfen? Was ist denn los? Wenn du einen Tell für einen Sané bringst, was ändert das? Ein positionsgetreuer Wechsel. Sagen wir mal, du bringst dann einen Pavlovic für einen Müller. Dann ist das ja wahrscheinlich eher noch defensiver, als wie wenn Müller auf dem Platz ist, oder? Merkst du? Hat das dann was mit nach vorne werfen zu tun? Denke nicht, oder? Gut. Junge, Junge. Das ist richtig, Thomas. Wenn man Champions League gewinnen will, muss man auch im Bernabeu gewinnen können, ja. Halleluja. Es ist kein Stuhl da, wa? Ja, sollte man mal auf Ursachenforschung gehen. Aber hat ja natürlich nichts mit dem Tuchel zu tun, ne? Weil es wird ja sehr wahrscheinlich nicht am Training liegen. Wir so viele verletzte Spieler haben. Was das jetzt mit diesem Spiel zu tun hat, weiß ich nicht. Was ist das denn? Was ist das denn für ein dummer Post, Alter? Hast du irgendwas Verkehrtes geschnüffelt oder was? Aaron, Alter, ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, aber also hätten wir 4-1 gewonnen, würden wir in Madrid 5 Gegentore kriegen. Weil wir jetzt 2:2 gespielt haben, kriegen wir in Madrid was? Nur 2 Gegentore, oder was? Und können dann 3 schießen und kommen weiter, oder wie? Ah, ja, ja. Okay. Was soll man denn bei Madrid auch Negatives über einen Spieler sagen? Hat da ein Spieler 2 individuelle Fehler gemacht und damit das Spiel entschieden? Hat Real super stark gespielt? Nein. Haben sie ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt? Ja. Was soll man da auch jetzt auf spanischer Seite kritisieren? Da gibt's ja nichts zu kritisieren. Hm. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Das werde ich auch nicht verstehen, Rayo. Ja. Ja, der Tuchel ist nie schuld an irgendwas. Frag ihn mal, warum.
Was soll sich denn noch rächen bei uns? Wir sehen, seit Tuchel da ist, Grottenfußball. Was soll sich da jetzt noch rächen? Wild. Ja, hoffen wir's. Optimus Prime, hoffen wir's. Das ist Käseparty, das ist eine geile Aussage, die fühle ich. Real war bis jetzt in jedem K.O.-Spiel die schlechteste Mannschaft. Und deswegen haben wir gute Chancen weiterzukommen. Wenn doch Real bisher in jedem K.O.-Spiel die schlechtere Mannschaft war und trotzdem weitergekommen ist, wie kommt man dann auf die Idee, dass, weil Real Madrid in jedem K.O.-Spiel die schlechtere Mannschaft war, wir jetzt weiterkommen? Wild. Aber wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich. Christian haut den Take über auf allen Videos raus, oder was? Ja, Klassik. Im Nachgang kann man immer klug scheißen. Ist doch völlig richtig. Das ist doch, was ich mir in meiner Videos sage, Leute. Ich kann mich hier hinsetzen und klug scheißen. Natürlich. Das kann jeder von uns im Nachgang tun. Ja, aber soll ich sagen, es war alles genau richtig, wenn ich es anders sehe, wäre halt auch nicht, weißt du? Und natürlich ist das Klugscheißerei dann von meiner Seite. Da müssen wir doch gar nicht drüber diskutieren, Leute. Das ist mir doch auch völlig bewusst. Ja, frag den Tuchel, warum er so viel Zweifel an der Licht hatte. Wahrscheinlich, weil Tuchel unbedingt einen Kim wollte und Kim unbedingt zeigen wollte, dass er recht hatte mit dem Kim-Wechsel. I don't know. Ja, versuch das mal ein Kimmich zu sagen, pass mal auf, Josh, du kriegst jetzt keine 20 mehr oder 20 plus, du kriegst jetzt nur noch 10 Millionen und den Rest kannst du dir durch Prämien erspielen. Frag ihn mal, was er darauf antwortet. Dasselbe an Sané, Gnabry, Goretzka, Koman. Frag sie mal. Bin gespannt. Das weiß ich nicht, Egon. Ich gar nicht erst zu Ende, Alter. Ja, Adrian. Ne? Der eine so, der andere so. Ei, ei, ei. Ich verstehe nicht, wie man darauf kommt, dass Real aus dem Nichts was gemacht hat. Das verstehe ich einfach nicht. Das waren zwei individuelle Fehler von Minjay. So, es ging jetzt nicht darum, dass Real aus dem Nichts sich irgendwie eine Torchance erspielt hat und das Ding reingemacht hat. Also, ich verstehe diese ganzen Takes irgendwie gerade nicht, aber muss ich, glaube ich, auch nicht, oder? Ja, na klar. Wenn Bayern das 3-1 macht, legt Madrid eine Sturmphase hin und es steht 5-3. Ja, na sicher. Die schwerste Hände dicht verletzt, ich habe nichts darüber gelesen. Er hat halt eine Bänderdehnung im Knie, angeblich. Ja. Ob er rechtzeitig fit wird, werden wir sehen. Ja, Rangnick hat abgesagt. Auch dich erlöse ich, dann brauchst du die Negativität, die hier nicht mehr geben. Ratona, ja, das kann man sehen, wie man möchte, ne?
Ja, hoffen wir's. Casa. Tuchel und Tell, ich denke, da brauchen wir auch nicht mehr groß was zu sagen diese Saison, oder? Ja, ich bin gespannt auf die Aufstellung gegen Stuttgart. Ja, Real ist nie zu haben. Real ist die Übermannschaft schlechthin, die kannst du nicht. Die haben keine Schwächephasen, die wissen immer genau, was zu tun ist. Sie sind unbezwingbar. Das haben wir ja gesehen in dem Spiel. Deswegen haben sie 2 Tore aus 2 individuellen Fehlern gemacht und sonst keine Torchance erspielt. Ja, ganz genau. Ei. Ja, so wurde alles richtig gemacht. Untergehen. 3:1 ist kein Untergehen. Ja, Rückspielaufstellung brauchen wir uns jetzt noch keine Gedanken machen. Da muss er erstmal gucken, wer fit ist und wer sich noch verletzen wird. Ja, Andi, gehe ich mit. Gehe ich mit. Christian, ich weiß nicht, kopierst du deine Kommentare von einem aufs andere Video? Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. Jeder Kommentar ist Support, war? Vielen lieben Dank dafür, aber schon wild. Ja, der Sané wird auch eingeflogen. Der kommt 5 Minuten vor Anpfiff, kommt der. Ne? Dann kommt er aufs Feld, dann macht er sich in der Pause auch abseits, hält er sich fit, da geht er gar nicht rein. Ist ihm ja scheißegal. Und nach dem Spiel wird er auch per Privatjet gleich wieder abgeholt und wird wieder auf seine einsame Insel gebracht. So läuft das. Ja, da stimme ich dir 100% zu. Ja, wie Kips. Starke Meinung auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Vor allem wird Gnabry ja jetzt 2 machen, weil das Garantierte auf dem Hinspiel muss er ja im Bernabeu auch noch machen. Und da Tuchel ihn da auch noch mal 1 garantiert hat, macht er ja schon 2. Also brauchen wir uns eigentlich gar keine Sorgen machen, oder Tobias? Ja, wäre mal schön zu sehen. Batu. Keine Ahnung, was du meinst. Ja, Wolfgang, es ist leider, habe ich es auch gelesen. Wild, aber nehme ich mal so hin. Naja, bei Breno, der hätte den nicht vorbeigelassen, der hätte den umgeholzt, dann hätte der Gegner einen Schienbeinbruch gehabt und der wäre mit Rot vom Platz gegangen. Das wäre Breno gewesen. Ja, Tobelli, ey. Mina ist 100% true. Das kann gut sein, Reini. Ja. Hoffen wir's. Hoffen wir's, ne? Weil Gnabry das Tor jetzt nicht im Hinspiel gemacht hat. Tuchel hat gesagt, Gnabry macht ein Tor gegen Real Madrid. Und jetzt hat der Tuchel den Move gemacht, ach nee, das meinte nicht das Hinspiel, macht er im Rückspiel jetzt.
Ja, das werden wir dann sehen im Rückspiel, ne? Bald haben wir es hinter uns mit den Thomas Tuchel PKs. So sieht's aus, Leute. Vielen lieben Dank für eure Kommentare. Ja, wie gesagt, es ist für mich völlig fein, dass ihr findet, dass ich zu negativ bin. War ich in der Hinrunde schon. Da haben es viele Leute nicht gerafft. Das ist auch völlig fein. Es ist auch völlig fein, dass ihr das in die Kommentare schreibt, dass euch das zu negativ ist. Aber wenn ihr schreibt, dass es euch auf Eier geht oder ihr das nicht mehr sehen könnt, dann erlöse ich euch einfach. Ist gar kein Problem. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.